Lights, that's what I feel. Lonely in bed, I'm serious and dead. My bed, I'm serious and dead. My bed, I'm serious and dead. My bed. Hallo, ich bin Theresa und ihr guckt gerade meine Show Backstage auf Aldo TV. Also letzte Woche habe ich ein Video über den Kanye West gemacht, könnt ihr hier gucken, wenn ihr wollt. Und für diese Woche sind ich ein bisschen mehr wie ein Hippie getan. Und das werde ich für uns 2 Wochen auf der Wildlife Fest gegangen sein. Und das ist ein Festival ganz von Brighton, das von Disclosure and Rudimental organisiert wurde. Und für das Jahr, für die 2. Kehr, die organisiert wurde, und Bands, also der Line-Up hat mir wirklich gut gefallen und geht auch über CDs. Und ich habe einfach gedacht, geh du hin und hol den Kameramann und film ein bisschen für Aldo TV. Und das habe ich auch gemacht. Da kommen wir beim schlechtesten an, der Busta Rhymes. Am Anfang hatte ich noch wirklich viel Spaß, wie ihr am Video gesehen habt. Aber dann hat er angefangen, als Bitches zu nennen, Motherfuckers zu nennen, dass wir sollten noch ein paar krasse Filme, weil wir anscheinend seinen Text vergessen hatten. Jedenfalls wird fast wirklich zum Überlaufen gebrüscht wird, wo du siehst immer Mädchen, die dann auf der Schilder von Kollegen oder Freundinnen sehen. Und hat dann zu denen Mädchen gesagt, oh, dreh dich mal ich will gerne deinen Arsch gesehen. Hast du einen kleinen Arsch oder einen großen Arsch? Du wirst fertig mit Busta Rhymes, wirklich. Hey, ciao, Adi. Und es geht nicht durch, dass den 90% von der Zeit schwätzt und als Ruf mischt. Nee, nur 2 Minuten, sogar bei den Klassikern, geht er hin, fuck that song, give me another classic. No. Geht er nicht gucken. Und der 2. Platz zum Annie Mac hat das eine Animateurin bei BBC Radio 1 und hat so einen DJ und es war ganz okay, muss ich sagen, wo weder schlecht, weder gut, ja, keine Ahnung, ja. Und dann haben wir das Skepta. Und das Skepta, du kannst ehrlich gesagt nicht mit Elite, das That's Not Me. Was ist das ein Titel überhaupt? Ich weiß noch nicht. Und also das ist schon cool und das ist wirklich gut abgetreten und so. Aber das ist nicht so meine Musik, die ich flüstern. Aber falls es eher ein Stil ist oder falls ihr gerne das Skepta lauscht, dann geht ihr definitiv gucken, wann der Chance hat, weil es scheint wirklich coolen Tipp zu sehen. Ganz am Anfang sind wir auch Envoy gucken gegangen. Das sind 2 Jungen aus London und die, schon mal da abgeschrieben, sie machen House-Musik, was beeinflusst ist von Future R&B und Electronica. Was auch immer das heißt. Aber sie sind wirklich cool, geile Musik, geile Beat, die Leute sind, und das von ganz am Anfang, und die Leute sind wirklich voll abgegangen. Also top Jungen. Top Jungen, geht sie definitiv auf Spotify auschecken. So, und da kommen wir zum Film. Sonst für am Voraus gesagt zu holen, ihr werdet meine Kritik über den Film und über Disclosure besser verstehen, wenn ich bis über Rudimental geschwärzt habe. Und sonst dass es klar ist, ich den Film unheimlich gerne. Seine Lieder sind einfach nur top. Mich hat gefühlt, wie wenn. Also, er hat wirklich eine coole Lightshow und er hat nur doch mit Leuten geschwärzt. Und ich bin extra bei ihr gegangen, also ich bin extra vom Skepta fortgegangen, für ihn nach gucken zu gehen. Mich hat ein bisschen gefühlt, wie wenn es. Wo ihr nicht mehr pure Playback größten ist. Also, wo ihr keine Sängerin auf der Bühne, kein Sänger, also nicht, dass ich nicht gut. Und das hat ein bisschen gefehlt. Ich hatte das Gefühl, keiner hat eine CD einfach eine CD drauf setzen und wir das gewirrscht. Und wir hatten einfach alle eine große Party gehabt. Mir das nicht wirklich statt, weil ich an einem Festival sicher. Also, wenn ich auf ein Festival gehe, dann will ich, dass der Sänger oder der Artist mit mir schwätzt, also nicht mal mit den Leuten schwätzt. Und keine Ahnung, ein Show-Up-Lied, ich weiß nicht. Das war nicht wirklich stark. Aber trotz allem, Top-Artist, wirklich coolen Tipp. Und ja, wirklich coole Atmosphäre. Wildlife, clap your hands with us.
Für Disclosure habe ich bald dynamische Kritik, muss ich sagen. Extrem geile Lightshow. Wirklich cool Bühnenbild, ganz sympathisch Tippen. Die Niveau so gut, ich kann visualisieren, nicht mehr, ich natürlich vergessen. Aber hier wo so, oh, ich bin so froh, dass der Hause ist, das ist wirklich sentimental, viel muss merci, dass der kommen sind, für die, die für die zweite Kehr kommen, merci. Und sie waren wirklich sympathisch Tippen. Aber, wie gesagt, warum gräßen die jetzt Playback? Und es hatte sonst 2 Sänger, 2 Gastsänger dabei. Natürlich, wo sie letztes auch gespielt haben, das Lied mit Sam Smith, das jeder ausgeflippt. Das ist auch mein Lieblingslied von ihnen. Aber ja, wie gesagt, tut mir einfach ein bisschen mehr, keine Ahnung, tut mir etwas gefehlt, mit wo trotz allem wirklich geil, wirklich sympathisch tippen, und einen guten Aufschluss für den nächsten Tag. Und heute sieht er, dass sie auch einen kleinen Kirmes hatten, und sie hatten noch den Air Max, wo ich nicht drauf gegangen sind. Und wir hatten den ersten Tag wirklich Chance, man wieder schönen Sonnenuntergang. Und auch den zweiten Tag hat es ganz zum Schluss ein bisschen gefisselt. Also wirklich Glück man wieder. Und ja, wo wirklich das ein cooles Set. Ich muss ehrlich sagen, auf 400 Shop the Wildlife gegangen sind, wo ich nicht so ein Fan von Jack Gale. Ich habe gedacht, oh, das ist okay, geh mal gucken. Und ich muss so live aussehen, Tipp, genial. Und das ist so cool. Hier wurde allein mit seinem Drumkit, mit seiner elektrischen Gitarre, und der wird aufgerappt. Der ist eine Stimme, genial. Also einfach, es sind einfach nicht mehr nach. Wirklich, also wenn ich schon immer gucke, ich gehe definitiv gut, weil der Typ ist nicht nur sympathisch, sondern auch so cool talentiert und hat ausgesehen wie den Hipster Superman. Also Superman, ja, das Superman von du her. Und da kommen wir mal zu Bastille. Also ich muss sagen, sie hatten damals so viel Spaß auf der Bühne. Wir hatten am Publikum alle so viel Spaß. Den Dan hat mir alles geschwärzt. Und als bei uns kam, ich war 2 Meter von ihm weiter weg. Seine Stimme ist geil, in Wirklichkeit. Ich sah auch noch flott aus. Also ganz am Weg, wenn ich so immer gucken gehen, ich gebe es machen, weil sie sind wirklich sympathisch, wirklich fein. Und vor dem Moment, wo den Dan so gesagt hat, ja, ich weiß, auf einem Festival und Leute nie gerne, wenn man ein Lied spielt. Aber merkt, wie man das Lied gibt kennen, sangt man, auch wenn man nicht kennt, man einfach so, ne. Talentlied, wenn ich gibt, meldet für uns. Und das finde ich einfach nur sympathisch, weil hier weiß, bei einem Festival will ich kein Lied hören. Aber einfach wirklich sympathisch Leute. Und ja, und hat auch noch gesagt, ich weiß, ich tanze ein bisschen wie Pop, aber bon, das wird sich einfach selber nicht echt geholt, was wirklich der Gegenteil von Busta Rhymes war. Von daher. Top. West Side. Schweiz natürlich im Eisclub. Hier wo, also es war so cool hier in der Wirklichkeit zu gesehen. Hier wo, so sympathisch, so cool. Dann hat sogar gesagt, Fist dabei. Die Gast dabei, ziemlich gut ausgesehen hat. Und hier, also hier ist einfach abgegangen. Ehrlich gesagt, hier ist so verdammt cool. Und die Leute sind aufgegangen und die Leute wussten all den Text da, also wirklich. Und nur doch mal da ist geschwärzt, also wo gut nicht angewählt, weil ich meine, den wird schon wirklich viel fertig gebracht während seiner Karriere. Und für die, die meine Facebook-Page geliked haben, wissen, dass ich mich an den James Bay verliebt habe. Also hier, es klingt ein bisschen komisch, mir hat gewirkt, wie wenn er ein Live mit seiner Gitarre gemacht hat. Und es war so an seiner Musik dran. Aber gleichzeitig wird er da geschwärzt und seine Stimme ist so genial. Und einfach alles zusammen. Und hat auch noch sein Hut ausgedrückt, sein Machtgezeichen. Und ich meine von ihm gedacht, you can take your head off. Sorry. Ja, jedenfalls, wenn ihr Mädchen an der Rock nicht gucken gegangen seid, also ich weiß, das Video kommt recht Donnerstag raus, aber das mal leid, ihr denkt verpasst. Nächste Kehr geht ihr definitiv gucken. Und ich weiß sogar, es ist ein ganz guter Quell, ein Tipp, den ihr persönlich kennt, dass der ganz feinen ist, ein ganz sympathischen ist. Und du hier, wirklich Top-Artist.
Und da kommen wir zu Rudimental und die haben einfach nicht aufgeraten. Cool Kostümer, cool Belichtung, cool Bühnenbild, kein Playbacks und extra Sänger, Sängerinnen angestellt. Also besser gesagt, ein Sänger und eine Sängerin, die eben Lieder gesungen haben, die sie mit LR oder Ed Sheeran oder John Newman abgeholt haben. Das war wirklich, das war einfach nicht mehr, das was mir einfach bei Disclosure auf Flum gefehlt hat. Sie hatten geil Tanzanlagen. Sogar Danbury, weil der Schmeißfrei verpasst hat, als du noch Bühnen kam, Martine gesungen. Das war so geil. Und ich muss sagen, wo die erste Band, wo die Leute wirklich nur gebläht haben, We Want More, und da sind sie nach 2 neue Lieder zurückgekommen. Wie wirklich. Wenn da von diesen Bands gucken geht, dann geht Rudimental gucken. Geht zu gucken, mir hat dir gefallen. So, das war es von mir für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass da ein bisschen Inspiration gut, welche Bands und welche Sänger da in Zukunft wird gucken gehen. Und vergiss nicht, den Aldo TV Channel zu abonnieren und meine Facebook-Page zu liken. Und dann sehen wir uns am Ende Monat. Ciao, ciao!